Der berühmte Fotograf Patrick Wegg gab einer englischen Zeitschrift ein Interview, in dem er über die Dokumentierung der Veränderungen in Ostturkestan sprach. Das Interview handelt von der Zerstörung uigurischer Symbole durch die chinesische Regierung sowie von der Veränderung des uigurischen Lebens zwischen 2016 und 2019. Die zentrale Gedenkveranstaltung in New York begann am Ground Zero mit der Nationalhymne und einer Schweigeminute. Genau zu dieser Uhrzeit hatten islamistische Terroristen vor 20 Jahren das erste von 4 entführten Flugzeugen in den Nordturm des World Trade Centers im Süden Manhattans gesteuert. Insgesamt kamen bei den Anschlägen fast 3000 Menschen ums Leben. Die Nationale Gesundheitskommission in China gab bekannt, dass es 25 neue Infizierte mit neuen Corona-Varianten gibt. Die Kommission teilte mit, dass eine Variante nationalen Ursprungs ist und die anderen seien aus dem Ausland eingeschleppt worden. Russland verschickt gepanzerte Fahrzeuge und militärische Ausrüstung nach Tadschikistan, dem Nachbarland von Afghanistan. Das russische Außenministerium sprach von 12 gepanzerten Fahrzeugen und diverser militärischer Ausrüstung. Die Auswertung von Satellitenbildern hat gezeigt, dass die Vereinigten Staaten einen Teil ihrer Luftabwehrsysteme aus Saudi-Arabien abgezogen haben. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Kirby sagte, dass die USA dennoch weiterhin im Nahen Osten militärisch präsent und schlagkräftig seien. In Kasan in Tataristan wurde zum 17. Mal das internationale muslimische Filmfestival veranstaltet. Das Festival ist nun nach der Nominierung für beendet erklärt. Nachdem die Taliban zur Regierungsbildung Russland eingeladen hatte, gab nun die russische Regierung bekannt, dass sie die Zusage der Teilnahme wieder zurückziehen.